»Das kriege ich hin«, flüsterte der fettverschmierte Junge, während er das Luxusauto betrachtete. Der Millionär brach in grausames Gelächter aus, doch in Sekunden würde dieser Junge das Undenkbare tun und alle zum Schweigen bringen. Der Motor des Rolls-Royce Phantom explodierte in einer Rauchwolke mitten auf der Bahnhofstraße und verursachte einen Stau, der sich über 5 Häuserblocks erstreckte. Heinrich Brunner schlug mit solcher Wucht auf das Lenkrad, dass der goldene Ring an seinem Finger das importierte Leder zramelte. Dieses Auto hatte 600.000 Franken gekostet und stand nun mitten am Tag wie Schrott da, seine Verwundbarkeit für alle sichtbar. »Das darf doch nicht wahr sein«, murmelte er, den Schweiß über seine Stirn laufen spürend, obwohl die Klimaanlage noch funktionierte. Um ihn herum hupten Autofahrer gnadenlos, einige riefen Beleidigungen aus den Fenstern. Heinrich war es nicht gewohnt, so behandelt zu werden. Er war Inhaber der Brunner Automobil AG, eines der größten Luxusauto-Importunternehmen des Landes. Und nun verriet ihn sein eigenes Auto vor Hunderten von Menschen. Er nahm sein Handy und rief die offizielle Vertretung an. »Ich brauche sofort einen Abschleppdienst. Mein Phantom ist auf der Bahnhofstraße liegen geblieben. Herr Brunner, unser spezialisierter Abschleppdienst ist am Einsatz. Es kann bis zu 2 Stunden dauern«, antwortete die Operatorin mit dieser irritierenden professionellen Ruhe. 2 Stunden. Sie sind verrückt. Ich bleibe hier keine 2 Stunden, um mich demütigen zu lassen. Es tut mir leid, Herr, aber das ist die geschätzte Zeit. Heinrich legte auf und spürte die Wut in sich aufkochen. Er schaute in den Rückspiegel und sah die Schlange der Autos, die sich bildete. Leute filmten mit ihren Handys. Das würde Nachrichten machen, Memes, Witze. Der große Heinrich Brunner, Experte für Luxusautos, mit seinem eigenen Wagen auf offener Straße liegen geblieben. Da klopfte es an die Scheibe. Heinrich drehte sich um, bereit, jemanden anzuschreien, hielt aber inne, als er einen etwa 12-jährigen, fettverschmierten Jungen sah, der ein altes, zerrissenes T-Shirt trug. Das zerzauste Haar fiel ihm über die braunen Augen, die ihn mit einer seltsamen Intensität ansahen. »Brauchen Sie Hilfe, Herr?« fragte der Junge, seine Stimme zart, aber fest. Heinrich öffnete das Fenster gerade so weit, um zu antworten. »Geh weg hier, Knirps. Ich nehme kein Almosen an.« »Ich bitte nicht um Almosen, Herr. Ich biete Hilfe mit dem Auto an.« Das Lachen, das aus Heinrichs Mund kam, war grausam und laut. »Hilfe, du ein schmutziger Rotzlöffel. Willst bei einem Rolls-Royce Phantom helfen?« Nico Fischer zeigte keine Regung. Er war solche Reaktionen gewohnt. »Ich weiß, was los ist. Vom Geräusch, das der Motor vor dem Anhalten gemacht hat, und vom Rauch her. Es ist eine Überhitzung des Kühlsystems. Wahrscheinlich ist die Wasserpumpe blockiert.« Heinrich hörte auf zu lachen. Wie konnte dieser Junge das wissen? »Hör mal zu, Knirps«, sagte er, die Tür öffnend und aus dem Auto steigend. Er war 1,85 Meter groß, fast doppelt so groß wie Nico. »Ich weiß nicht, welches Spielchen du hier spielst, aber dieses Auto ist mehr wert als dein Haus. Ich lasse dich keinen schmutzigen Finger daran legen. Dann bleiben Sie lieber hier, bis der Abschleppdienst kommt?« fragte Nico und zeigte auf die immer länger werdende Autoschlange. »Denn so wie es aussieht, wird das dauern.« Heinrich sah sich um. Die Leute stiegen bereits aus ihren Autos und beschwerten sich. Einige näherten sich mit Handys zum Filmen. Das wurde zu einem öffentlichen Spektakel. Mein Vater arbeitet dort drüben. Nico zeigte auf eine kleine, schmutzige Werkstatt ein paar Meter entfernt. »Wir reparieren seit Jahren Autos. Kann ich wenigstens einen Blick darauf werfen? Dein Vater.« Heinrich lachte wieder. »Diese Hinterhofwerkstatt. Was repariert ihr denn, alte VW-Golfs, Skodas? Das ist ein Rolls-Royce. Knirps, du hast keine Ahnung von der Komplexität.« In diesem Moment näherten sich 3 Männer in Anzügen. Es waren Geschäftspartner von Heinrich, die in einem Auto direkt dahinter gefahren waren und die ganze Szene beobachtet hatten. »Heinrich, was ist los?« fragte Urs Meier und versuchte nicht über die Situation zu lachen. »Der Phantom ist kaputt«, antwortete Heinrich verlegen. »Und dieser Rotzlöffel?« fragte ein anderer Partner, Nico von oben bis unten verächtlich musternd. »Er sagt, er kann ihn reparieren«, sagte Heinrich, und die 3 brachen in Gelächter aus. »Oh, das muss ich sehen«, sagte Urs und holte sein Handy zum Filmen heraus. »Der Junge aus der Drittklasswerkstatt will den Rolls-Royce des Luxusauto-Experten reparieren.« »Lachen Sie nur«, sagte Nico. Seine Stimme war immer noch ruhig, aber mit einem Hauch von Herausforderung. »Aber wenn ich ihn repariere, wie viel zahlen Sie mir?« Heinrich sah den Jungen mit einer Mischung aus Überraschung und Belustigung an. »Fordern Sie mich heraus? Ich biete einen Service an. Jeder Service hat einen Preis.« »In Ordnung«, sagte Heinrich die Arme verschränkend. »Wenn du, ein 12-jähriger Knirps, es schaffst, dieses 600.000 Franken Auto wieder zum Laufen zu bringen, zahle ich dir 1.000 Franken.« Die Partner lachten noch lauter. 1.000, Heinrich, bist du verrückt geworden? Entspannen Sie sich, er wird es nicht schaffen, aber es wird lustig sein, ihn versuchen zu sehen.
Nico zeigte keine Emotion. 1,500. Was. Heinrich verschluckte sich fast. 1,500 Franken, das ist ein fairer Preis für die Arbeit und für die öffentliche Demütigung, die ich gerade erleide. Heinrich sah seine Freunde an, die alles filmten und lachten. Das wurde bereits zu Inhalt für ihre sozialen Medien. In Ordnung. Knirps. 1,500. Aber wenn du scheiterst, reinigst du mein Auto einen Monat lang kostenlos. Akzeptierst du? Nico streckte seine fettverschmierte Hand aus. Ich akzeptiere. Heinrich sah die Hand mit Abscheu an, schüttelte sie aber trotzdem, nur um die Show aufrechtzuerhalten. Du kannst dein Spektakel beginnen, sagte er mit einem sarkastischen Knicks. Nico verlor keine Zeit, rannte zur Werkstatt und kam mit einem Werkzeugkasten zurück, der größer schien als er selbst. Er stellte ihn neben den Rolls-Royce auf den Boden und öffnete die Motorhaube mit einer Leichtigkeit, die selbst Heinrich überraschte. Er wird es wirklich tun, murmelte Urs und filmte jede Bewegung. Nico tauchte in den Motor ein, als kenne er jedes Teil auswendig. Seine kleinen Hände bewegten sich mit chirurgischer Präzision, trennten Schläuche, überprüften Verbindungen, testeten Komponenten. Es gab kein Zögern, keine verlorene Bewegung. Hier, sagte er nach einigen Minuten und zeigte auf ein bestimmtes Teil. Wasserpumpe blockiert. Genau wie ich sagte. Heinrich trat ungläubig näher. Er hatte das Problem tatsächlich richtig diagnostiziert. Diagnostizieren ist einfach, sagte er und versuchte, die Kontrolle über die Situation zurückzugewinnen. Reparieren ist eine andere Geschichte. Beobachten Sie, antwortete Nico einfach. Was in den nächsten 15 Minuten geschah, ließ alle verstummen. Nico demontierte die Wasserpumpe mit beeindruckender Geschwindigkeit, reinigte die Komponenten, ersetzte ein Teil, das er aus der Werkstatt mitgebracht hatte, und setzte alles mit der Präzision eines Uhrmachers wieder zusammen. Seine Finger bewegten sich so schnell, dass man ihnen kaum folgen konnte. Das ist unmöglich, murmelte Urs und hörte auf zu lachen. Das ist ein Kind, das weiß, was es tut, fügte der andere Partner hinzu, sichtlich beeindruckt. Heinrich sagte nichts, beobachtete nur und spürte etwas Seltsames in seiner Brust. Es war keine Bewunderung, das wollte er nicht zugeben. Es war Verwirrung. Wie konnte dieser Junge so viel wissen? Fertig, sagte Nico, die Motorhaube schließend und sich die Hände an einem alten Lappen abwischend. Sie können ihn starten. Ich kann ihn starten, wiederholte Heinrich ungläubig. Glauben Sie wirklich, dass... Starten Sie das Auto, Heinrich, sagte Urs. Mal sehen, ob der Knirps ein Zauberer oder ein Scharlatan ist. Heinrich stieg mit rasendem Herzen in das Auto. Er wusste nicht, was er mehr wollte, dass das Auto funktionierte oder dass es nicht funktionierte. Er drehte den Schlüssel und der Motor des Rolls-Royce Phantom brüllte perfekt, sanft und kraftvoll, wie am ersten Tag. Die Stille, die folgte, war absolut. Sogar die hupenden Leute hielten inne, um zu verarbeiten, was sie gerade erlebt hatten. Nein, das ist nicht möglich, murmelte Heinrich und blickte auf das Armaturenbrett. Das zeigte, dass alle Systeme einwandfrei funktionierten. Nico schloss seinen Werkzeugkasten. 1,500 Franken, wie vereinbart. Heinrich stieg aus dem Auto. Sein Verstand versuchte immer noch zu verarbeiten, was passiert war. Die Partner standen mit offenem Mund da. Die Handys filmten immer noch. Wie? Wie hast du das gelernt? Fragte Heinrich. Und zum ersten Mal war keine Spott in seiner Stimme. Mein Vater hat es mir beigebracht, antwortete Nico. Ich arbeite mit ihm zusammen, seit ich 7 bin. Ich habe schon über 200 Autos repariert. Was? Du bist 12 Jahre alt. Und Sie? Wie alt sind Sie? 40, 50. Und Sie konnten nicht einmal das Problem Ihres eigenen Autos diagnostizieren. Die Antwort war wie eine Ohrfeige. Die Partner lachten, aber diesmal nicht über Nico, sondern über Heinrich. Zahlen Sie dem Knirps, Heinrich, sagte Urs. Er hat es sich verdient. Heinrich zog sein Portemonnaie, immer noch fassungslos. Er zählte 1,500 Franken in Scheinen ab und reichte sie Nico, der das Geld nahm und vor allem noch einmal zählte. Danke für das Geschäft, Herr, sagte er und steckte das Geld in die Tasche. Warte, sagte Heinrich und hielt den Arm des Jungen fest. Woher hast du das über Rolls-Royce gelernt? Diese Autos haben komplexe Systeme, Spitzentechnologie. Ich habe es gelesen. Ich habe alle technischen Handbücher zu Hause. Mein Vater sagt immer, Wissen nimmt keinen Platz weg. Technische Handbücher von Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, alle, die ich am Internet finden kann. Ich studiere jeden Tag nach der Schule. Heinrich sah diesen fettverschmierten Jungen an, der gerade 1,500 Franken verdient hatte, indem er in 15 Minuten ein Problem reparierte, für das die Vertretung Stunden brauchen würde, und spürte etwas, das er lange nicht mehr gespürt hatte. Demut. Wie heißt du? Fragte er. Nico Fischer. Nico Fischer, wiederholte Heinrich. Sie haben mich heute beeindruckt. Danke, Herr. Nico nahm seinen Werkzeugkasten und begann zur Werkstatt zurückzugehen.
Heinrich beobachtete ihn, wie er wegging, und spürte, dass sich an diesem Tag etwas verändert hatte. Er war von einem Kind besiegt und öffentlich gedemütigt worden, aber seltsamerweise verspürte er keine Wut. »Heinrich«, rief Urs ihn, »hast du gesehen, was ich gesehen habe? Ich habe einen 12-jährigen Jungen gesehen, der einen Rolls-Royce in 15 Minuten repariert hat.« »Nein«, Urs zeigte sein Handy. »Ich habe das auf dem Bildschirm gesehen. Das Video, das er aufgenommen hatte, hatte bereits 15.000 Aufrufe und wurde frenetisch geteilt. Die Leute lachten nicht über Heinrich. Sie waren beeindruckt von Nico. »Der Knirps ist viral gegangen«, sagte Urs. »Schau dir die Kommentare an.« Heinrich las einige. »Dieses Kind ist ein Genie. Ich will, dass er mein Auto repariert. Talent hat kein Alter.« Der Millionär musste seinen Stolz herunterschlucken. Heinrich schloss die Augen. Dieser Tag hätte demütigend sein sollen, aber irgendwie hatte er das Gefühl, etwas Wichtiges gelernt zu haben. »Gehen wir«, sagte er und stieg in den Rolls-Royce, der jetzt perfekt funktionierte. Ich habe Arbeit zu erledigen, aber während er zurück ins Büro fuhr, konnte er nicht aufhören, an den jungen Nico Fischer zu denken, einen Namen, den er so schnell nicht vergessen würde. Was Heinrich nicht wusste, war, dass diese Begegnung erst der Anfang war. Das Schicksal sollte ihre Leben auf eine Weise miteinander verknüpfen, die sich keiner von ihnen vorstellen konnte. Nico betrat die Werkstatt mit den 500 Franken in der Tasche. Sein Herz klopfte immer noch von Adrenalin. Lukas Fischer, sein Vater, lag unter einem alten Skoda, nur die Beine ragten hervor. Das Geräusch von Werkzeugen hallte in dem kleinen, engen Raum wider, der ihnen als Werkstatt und fast als Zuhause diente. »Papa, du wirst nicht glauben, was passiert ist«, sagte Nico und zog das Geld aus der Tasche. Lukas glitt unter dem Auto hervor, sein Gesicht von Falten gezeichnet, die ein Leben harter Arbeit zeigten. Er war 42 Jahre alt, sah aber 10 Jahre älter aus. Er wischte sich die Hände am Lappen ab und sah seinen Sohn mit diesen müden, aber liebevollen Augen an. »Was hast du jetzt wieder angestellt, mein Sohn?« »Ich habe einen Rolls-Royce Phantom auf der Straße repariert und das hier gewonnen.« Nico zeigte das Geld, die Scheine immer noch neu und frisch riechend. Er sah Lukas völlig ungläubig an. 500 Franken. »Nico, woher hast du dieses Geld?« »Ich schwöre, Papa. Ein Rolls-Royce ist vor der Werkstatt liegen geblieben. Der Besitzer war ein arroganter Mann, der über mich lachte. Er wettete, dass ich es nicht reparieren könnte. Ich habe es in 15 Minuten geschafft.« Lukas nahm das Geld und zählte die Scheine, als würden sie jeden Moment verschwinden. »Sohn, das ist 4 Monatsmieten. Das ist Essen auf dem Tisch. Das ist der Beweis, dass du mich gut unterrichtet hast«, ergänzte Nico lächelnd. Tränen bildeten sich in Lukas Augen. Er umarmte seinen Sohn fest und spürte einen immensen Stolz, gemischt mit tiefer Traurigkeit. Nico war brillant, talentiert, zu Dingen fähig, die er selbst niemals erreichen würde. Aber all das ging in einer Hinterhofwerkstatt verloren, wo er alte Autos für ein Almosen reparierte. »Du verdienst mehr als das, Nico«, sagte Lukas, seine Stimme zittrig. »Du verdienst es, auf einer guten Schule zu studieren, echte Lehrer zu haben, nicht hier in dieser schmutzigen Werkstatt zu bleiben.« »Papa, sag das nicht. Du hast mir alles beigebracht. Du bist der beste Lehrer, den ich haben könnte. Aber ich kann dir nicht geben, was du brauchst. Ich kann keine Privatschule, keinen technischen Kurs, keine Universität bezahlen. Das schaffen wir, Papa. Mit diesem Geld können wir schon anfangen zu sparen.« Lukas nickte und wischte sich die Augen. »Du hast recht. Wir werden sparen. Wir werden dafür sorgen, dass dieses Geld sich vermehrt.« Was keiner von beiden wusste, war, dass Heinrich Brunner genau in diesem Moment in seinem luxuriösen Büro saß und das Video von Nico, wie er den Rolls-Royce reparierte, in den sozialen Medien viral gehen sah. Es hatte bereits 500.000 Aufrufe und wuchs exponentiell weiter. »Das ist unglaublich«, sagte Lena Brunner und betrat das Büro ihres Vaters mit dem Handy in der Hand. Mit ihren 17 Jahren war sie alles, was Heinrich von einer Tochter erwartete. Intelligent, schön, gebildet, aber in letzter Zeit hinterfragte sie die Werte ihres Vaters immer mehr. »Papa, hast du das Video gesehen? Es hat schon über 500.000 Aufrufe.« »Habe ich gesehen«, antwortete Heinrich trocken und verschob Papiere auf dem Schreibtisch. »Und findest du es nicht unglaublich? Ein 12-jähriger Junge, der einen Rolls-Royce repariert. Ich glaube, er hatte Glück. Wahrscheinlich hatte er das Problem schon einmal bei einem anderen Auto gesehen. Glück, Papa? Er hat das Problem nur vom Geräusch her diagnostiziert. Das ist reines Talent.« Heinrich seufzte. Es widerstrebte ihm, es zuzugeben, aber seine Tochter hatte recht. Dieser Junge hatte etwas Besonderes, etwas, das er selbst trotz all seiner Millionen nicht hatte. »Was willst du, dass ich tue, Lena? Dass ich ihm einen Pokal gebe? Ich möchte, dass du Talent erkennst, wenn du es siehst. Dieser Junge könnte für dich arbeiten, mehr lernen, wachsen. Er ist ein 12-jähriger Junge. Es gibt Arbeitsgesetze, Lena. Ich kann ein Kind nicht einfach anstellen. Aber du kannst helfen.
Du kannst einen Kurs bezahlen, eine bessere Schule. Und warum sollte ich das tun? Lena sah ihren Vater enttäuscht an. Weil du die Macht hast, sein Leben zu ändern. Weil du genug Geld hast, um den Verlust nicht einmal zu spüren. Weil es das Richtige wäre. Heinrich schwieg. Seine Tochter hatte die irritierende Gabe, immer die richtigen Wunden zu treffen. Ich werde darüber nachdenken, sagte er schließlich. Denk nicht zu lange nach. Solche Gelegenheiten warten nicht. Lena verließ das Büro und ließ Heinrich allein mit seinen Gedanken. Er sah sich das Video noch einmal an und achtete auf jedes Detail. Die Art, wie Nico sich bewegte, das Selbstvertrauen in seinen Gesten, die chirurgische Präzision. Das war kein Glück, das waren Jahre der Übung, des Studiums, der Hingabe, und dann sah er etwas, das er vorher nicht bemerkt hatte. Im Hintergrund des Videos erschien für einige Sekunden die Werkstatt, aus der Nico die Werkzeuge geholt hatte. Es war ein winziger Ort mit alten Geräten, abblätternden Wänden, aber über der Tür hing ein Schild: Fischer, Sohn, allgemeine Mechanik. Fischer, Sohn, murmelte Heinrich. Also ist der Vater wirklich Mechaniker. Er nahm sein Handy und rief seinen persönlichen Assistenten an. Leo, ich brauche, dass du eine Autowerkstatt für mich recherchierst. Fischer, Sohn befindet sich auf der Bahnhofstraße in der Nähe, wo mein Auto heute liegen geblieben ist. Recherchieren, Herr? Was möchten Sie wissen? Les, wie lange gibt es die schon? Finanzielle Situation, Hintergrund des Besitzers. Ich möchte morgen früh einen vollständigen Bericht. Ja, Herr. Heinrich legte auf und schaute sich das Video erneut an. Es hatte fast 1 Million Aufrufe. Jetzt teilten die Leute es, kommentierten, machten Montagen. Nico Fischer war innerhalb weniger Stunden zu einer kleinen Internetberühmtheit geworden. In dieser Nacht, in dem einfachen Haus, das Lukas und Nico in einem abgelegenen Quartier teilten, aßen Vater und Sohn Reis mit Ei, als Nikos Handy ununterbrochen klingelte. »Was ist los?« fragte Lukas besorgt. Nico nahm das Handy und seine Augen weiteten sich. »Papa, das Video von heute hat 1 Million Aufrufe.« 1 Million? Wie? Die Leute teilen es. Schau dir die Kommentare an. Lukas las einige. Ungläubig. Dieser Junge ist kompetenter als viele gelernte Mechaniker. Jemand sollte diesen Knirps einstellen, bevor ihn ein anderes Land stiehlt. Die Schweiz verschwendet Talente wie immer. Ich will mein Auto nur von ihm reparieren lassen. Sohn, das ist ernst. Die Leute erkennen dich an. Aber das ist gut. Das kann mehr Kunden in die Werkstatt bringen. Lukas wollte gerade antworten, als es an der Tür klopfte. Es war spät, nach 22 Uhr. Er öffnete vorsichtig und fand eine elegante Frau um die 40 mit einem Mikrofon in der Hand und einem Kameramann hinter ihr. »Guten Abend, ich bin Patricia Moser vom SRF. Wir suchen Nico Fischer, den Jungen, der heute den Rolls-Royce repariert hat.« Lukas war wie gelähmt. »SRF? Wie haben Sie herausgefunden, wo wir wohnen?« »Das Video ist viral gegangen, Herr. Wir haben recherchiert und die Adresse der Werkstatt gefunden. Die Nachbarn haben uns ihr Haus gezeigt. Können wir ein kurzes Interview mit Nico führen?« »Ich weiß nicht. Er ist minderjährig.« »Papa, es ist in Ordnung.« Nico erschien hinter seinem Vater. »Ich möchte reden.« Die Reporterin lächelte. »Sehr gut. Es kann direkt hier an der Tür sein. Es ist ganz schnell.« Sie schalteten die Kameras ein und Patricia begann. »Ich bin hier mit Nico Fischer, dem 12-jährigen Jungen, der heute viral ging, als er einen Rolls-Royce Phantom mitten auf der Bahnhofstraße reparierte. Nico, wie hast du das gelernt?« Nico schaute natürlich in die Kamera. »Mein Vater hat es mir von klein auf beigebracht. Er ist der beste Mechaniker, den es gibt.« Lukas spürte, wie sich seine Augen wieder mit Tränen füllten. »Und wie wusstest du, was in einem so komplexen Auto zu tun ist?« »Ich lerne, lese technische Handbücher, schaue Videos, übe jeden Tag. Jedes Auto ist eine Maschine und jede Maschine hat eine Logik. Man muss nur verstehen, wie die Teile zusammenwirken. Willst du eine Karriere in diesem Bereich verfolgen?« »Ja, ich möchte Maschinenbau studieren. Eines Tages mein eigenes Unternehmen gründen, aber zuerst muss ich meinem Vater helfen, unsere Werkstatt zu vergrößern.« »Und was würdest du den Leuten sagen, die zuschauen?« Nico dachte einen Moment nach. Dass Talent nichts mit Geld oder teuren Schulen zu tun hat, sondern mit Hingabe. Das hat mir mein Vater beigebracht. Er hatte nie viel, aber er hatte immer Weisheit. Das Interview dauerte kaum 5 Minuten, aber als es in den Abendnachrichten ausgestrahlt wurde, hatte es eine noch größere Wirkung. Die Leute bewunderten nicht nur Nikos Fähigkeiten, sondern identifizierten sich auch mit seiner Geschichte des Aufstiegs. Heinrich sah das Interview zu Hause, allein in seinem riesigen Wohnzimmer. Er hörte jedes Wort von Nico. Er sah, wie der Junge mit Liebe und Respekt über seinen Vater sprach. Er spürte etwas Seltsames in seiner Brust, eine Mischung aus Bewunderung und Neid. Sein eigener Sohn, Raphael, war vor 5 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er hatte damals das gleiche Alter wie Nico. Seitdem hatte sich Heinrich in die Arbeit gestürzt,
Reichtum angehäuft, aber die Fähigkeit zu fühlen verloren. Lena war alles, was ihm geblieben war, aber er wusste, dass er sie auch verlor mit seiner Arroganz und Kälte. »Papa, hast du das Interview gesehen?« Lena betrat das Wohnzimmer. »Habe ich. Und was ist damit? Und hast du nicht Lust zu helfen, etwas zu tun?« Heinrich schwieg lange. »Was willst du, dass ich tue?« »Gau. Ich weiß nicht. Aber du hast Ressourcen, Kontakte, Macht. Dieser Junge hat Talent. Zusammen könnten sie.« »Könnten was?« »Ich brauche keinen Partner, schon gar kein 12-jähriges Kind. Es geht nicht darum, dass du ihn brauchst. Es geht darum, dass er dich braucht. Und warum sollte das mein Problem sein?« Lena sah ihren Vater traurig an. »Weil du, bevor du zu dieser kalten, berechnenden Person wurdest, ein guter Mann warst. Erinnerst du dich, als Raphael noch lebte? Du sagtest, du wolltest ein Vermächtnis hinterlassen, das Leben der Menschen verändern. Der Name des toten Sohnes traf Heinrich wie ein Schlag. Rede nicht von Raphael. Wenn jemand reden muss, glaubst du, er wäre stolz auf das, was aus dir geworden ist. Ein Mann, der alles hat, aber nichts teilt. Geh weg hier, Lena. Das musst du nicht hören. Dieser Junge hat das Alter, das Raphael hatte, als er starb. Er hat Talent, er hat Träume, er hat Zukunft. Du kannst ihm helfen, diese Zukunft zu erreichen. Ich habe gesagt, du sollst gehen«, schrie Heinrich und stand vom Sofa auf. Lena wich zurück, Tränen in den Augen. »Du bist unmöglich«, sagte sie, bevor sie wegrannte. Heinrich blieb wieder allein zurück, zitternd vor Wut und Schmerz. Er hasste es, wenn Lena dieses Thema ansprach. Er hasste es, sich an den Sohn zu erinnern, den er verloren hatte. Er hasste es, überhaupt etwas zu fühlen. Aber in dieser Nacht, als er endlich schlief, träumte er von Raphael. Im Traum war sein Sohn lebendig, lächelte, spielte mit Spielzeugautos und neben ihm war Nico, der Raphael beibrachte, die kleinen Maschinen zu reparieren. »Papa«, sagte Raphael ihr am Traum, »Nico ist mein Freund, du wirst ihm helfen, oder?« Heinrich wachte schweißgebadet auf. Sein Herz raste. 3 Uhr morgens. Er nahm sein Handy und las den Bericht, den Leo über die Werkstatt Fischer, Sohn, geschickt hatte, noch einmal. Vor 15 Jahren gegründet. Besitzer Lukas Fischer, 42 Jahre, Witwer. Ehefrau vor 3 Jahren an gesundheitlichen Komplikationen verstorben. Ein Sohn, Nico Fischer, 12 Jahre. Finanzielle Lage prekär. Schulden bei Lieferanten, Miete 3 Monate am Rückstand, Ausrüstung veraltet. Durchschnittlicher monatlicher Umsatz 3.500 CHF. Ruf am Quartier hervorragend. Bekannt für Ehrlichkeit und gute Arbeit. 3.500 Franken de Pirst am Monat. Heinrich gab mehr als das für ein einziges Essen in teuren Restaurants aus. Und dieser Mann zog ein Genie mit diesem lächerlichen Betrag groß. Er nahm sein Handy und schrieb eine Nachricht an Leo. »Ich möchte ein Treffen mit Lukas Fischer morgen Mittag in meinem Büro vereinbaren.« Er zögerte, bevor er sendete. Was wollte er eigentlich? Warum tat er das? Er konnte diese Fragen nicht beantworten, aber er drückte trotzdem auf Senden. Leo antwortete sofort. »Ja, Herr. Bevorzugte Zeit Mittag.« »Und Leo, Herr, seien Sie höflich bei der Einladung. Es ist kein Befehl, es ist eine Einladung.« »Verstanden, Herr.« Heinrich schaltete sein Handy aus und blickte an die Decke. Er spürte, dass er am Begriff war, eine Entscheidung zu treffen, die alles verändern würde. Er wusste nicht, ob sie gut oder schlecht war, aber zum ersten Mal seit 5 Jahren hatte er das Gefühl, etwas Richtiges zu tun. Am nächsten Morgen erhielt Lukas einen Anruf von einer unbekannten Nummer. »Guten Tag, Herr Lukas Fischer. Mein Name ist Leo Keller. Ich bin der Assistent von Herrn Heinrich Brunner.« Lukas ließ das Telefon fast fallen. »Heinrich Brunner, der Besitzer des Rolls-Royce?« »Genau. Herr Brunner möchte Sie heute Mittag zu einem Treffen in unserem Büro einladen. Wäre das möglich? Ein Treffen über was?« »Über Ihren Sohn, Herr, und über Möglichkeiten.« Lukas sah Nico an, der Werkzeuge in der Ecke der Werkstatt ordnete. »Möglichkeiten?« »Ja, Herr. Herr Brunner war sehr beeindruckt von Nikos Talent und möchte einige Möglichkeiten besprechen. Kann ich Ihr Kommen bestätigen?« Lukas wusste nicht, ob er vertrauen sollte, aber etwas in Leos höflicher Stimme überzeugte ihn. »In Ordnung, Mittag, wo?« Leo gab ihm die Adresse und Lukas notierte sie mit zitternden Händen. »Papa, wer war das?« fragte Nico, als er auflegte. Das war der Mann vom Rolls-Royce. Er will mit uns sprechen. Worüber? Ich weiß es nicht, mein Sohn. Aber ich glaube, wir werden es herausfinden.« Am Mittag standen Lukas und Nico vor dem luxuriösesten Geschäftsgebäude Zürichs. Verspiegelte Scheiben, Sicherheit am Eingang, importierte Autos auf dem Parkplatz. Sie fühlten sich mit ihren einfachen Kleidern und fettverschmierten Händen, die keine Seife ganz reinigen konnte, völlig fehl am Platz. »Papa, ich habe Angst«, flüsterte Nico. »Ich auch, mein Sohn. Aber wir gehen rein.« Der Wachmann hielt sie am Eingang an. »Kann ich Ihnen helfen? Wir haben einen Termin mit Herrn Heinrich Brunner«, sagte Lukas und versuchte zuversichtlich zu klingen. Der Wachmann überprüfte eine Liste und nickte. 40,
Stock, Aufzug rechts. Während sie am verspiegelten Aufzug fuhren, sahen Lukas und Nico ihre Spiegelbilder, zwei einfache, hart arbeitende Männer in einer Welt, die nicht für sie gemacht war. Doch als sich die Türen öffneten, empfing Leo sie mit einem echten Lächeln. »Herr Fischer, Nico, herzlich willkommen. Bitte begleiten Sie mich.« Sie wurden in einen Besprechungsraum mit Panoramablick über die Stadt geführt. Heinrich stand am Fenster mit dem Rücken zu ihnen. »Herr Brunner, Ihre Gäste sind da«, verkündete Leo, bevor er ging. Heinrich drehte sich langsam um. Zum ersten Mal sah Lukas den Mann, der seinen Sohn gedemütigt hatte. Aber er sah auch etwas in seinen Augen, das er nicht erwartet hatte. »Guten Tag, Herr Fischer, Nico, danke, dass Sie gekommen sind«, sagte Heinrich und zeigte auf die Stühle. »Bitte setzen Sie sich. Wir haben viel zu besprechen.« Und während sie sich setzten, ahnte keiner von ihnen, dass dieses Gespräch ihr Leben für immer verändern würde. Der Besprechungsraum wirkte noch größer in der schweren Stille, die nach Heinrichs Einladung, Platz zu nehmen, eingetreten war. Lukas zog einen Stuhl für Nico heran und setzte sich dann neben seinen Sohn, die schweißnassen Hände auf seinen Knien. Sie waren noch nie an einem so luxuriösen Ort gewesen. Der massive Holztisch glänzte am indirekten Licht. Die Bilder an den Wänden kosteten wahrscheinlich mehr als die gesamte Werkstatt und der Panoramablick auf Zürich durch die raumhohen Fenster war beeindruckend. Heinrich stand noch einige Sekunden lang und musterte die beiden. Vater und Sohn trugen die gleichen einfachen Kleider wie am Vortag, sauber, aber abgenutzt von Zeit und Arbeit. Die Hände beider hatten Fettflecken, die keine Seife ganz entfernen konnte, bleibende Spuren von Menschen, die mit ihren eigenen Händen arbeiteten. Sie waren das absolute Gegenteil von allem, was dieses Büro repräsentierte. »Möchten Sie Wasser, Kaffee, Saft?« bot Heinrich an, um das Eis zu brechen. »Wasser ist gut, danke«, antwortete Lukas, seine Stimme leiser als beabsichtigt. Heinrich schenkte 3 Gläser Wasser aus einer Kristallkaraffe ein und setzte sich schließlich ihnen gegenüber. Nico beobachtete jede Bewegung mit diesen aufmerksamen Augen, die kein Detail verpassten, die gleiche Aufmerksamkeit, die er beim Studium von Motoren und Maschinen aufwendete. »Herr Fischer, Nico«, begann Heinrich und legte die Hände auf den Tisch. »Ich habe Sie gerufen, weil ich einiges sagen muss. Zuerst zum gestrigen Tag.« Lukas richtete sich auf, bereit, seinen Sohn zu verteidigen, falls nötig. »Ich war respektlos, arrogant. Ich habe Ihren Sohn behandelt, als wäre er unfähig, obwohl er außerordentlich talentiert ist.« Heinrich pausierte, die Worte kosteten ihn sichtlich seinen Stolz. »Ich möchte mich bei Ihnen beiden entschuldigen.« Die Entschuldigung überraschte Lukas völlig. Er hatte vieles erwartet. Vielleicht eine Klage, weil Nico das Auto ohne formelle Genehmigung berührt hatte. Vielleicht einen Vorschlag, das Geld zurückzugeben. Sogar eine Drohung. Aber eine aufrichtige Entschuldigung von einem Mann wie Heinrich Brunner, das hatte er nicht erwartet. »Herr Brunner«, sagte Lukas vorsichtig, »mein Sohn hat ehrliche Arbeit geleistet. Sie haben den vereinbarten Betrag bezahlt. Es gibt nichts zu entschuldigen.« »Doch, gibt es«, beharrte Heinrich. »Ich habe für den Service bezahlt, aber nicht für die Demütigungen, für das Lachen, dafür, ihn als weniger fähig zu behandeln, nur weil er ein Kind und arm ist.« Das Wort arm hallte am Raum wie ein Schuss wieder. Nico senkte die Augen und Lukas spürte, wie die Wut in ihm aufstieg, aber er kontrollierte sich. »Wir sind arm, Herr Brunner«, sagte Nico plötzlich und hob die Augen mit einer Würde, die selbst Heinrich überraschte. »Aber das bedeutet nicht, dass wir dumm sind. Mein Vater hat mir beigebracht, dass Würde keinen Preis hat und Wissen kein Geld braucht, um erworben zu werden.« Heinrich lächelte, ein trauriges, fast melancholisches Lächeln. »Ihr Vater hat gut gelehrt, besser als viele reiche Väter ihre Kinder lehren können.« Es entstand ein Moment der Stille, in dem sich die 3 Männer, denn Nico, selbst mit 12 Jahren, verhielt sich wie ein Mann, mit den Augen musterten. »Aber nicht nur um mich zu entschuldigen, habe ich Sie hierher gerufen«, fuhr Heinrich fort und öffnete eine Mappe auf dem Tisch. »Ich habe Ihre Werkstatt recherchiert.« Lukas spannte sich an. »Recherchiert? Ja. Ich weiß, dass Sie Schulden bei Lieferanten haben, dass die Miete 3 Monate am Rückstand ist, dass die Ausrüstung veraltet ist und dass der monatliche Umsatz kaum die Grundkosten deckt. Das geht Sie nichts an«, sagte Lukas, seine Stimme jetzt härter. »Das weiß ich, und normalerweise wäre das auch nicht so. Aber nachdem ich das Talent Ihres Sohnes gesehen habe, nachdem ich gestern Abend das Interview gesehen habe, nachdem ich gesehen habe, wie Sie beide mit Liebe und Respekt voneinander sprechen.« Heinrich pausierte und atmete tief durch. »Ich habe einen Vorschlag.« »Welche Art von Vorschlag?«, fragte Lukas misstrauisch. Heinrich öffnete die Mappe und holte mehrere Dokumente heraus. »Ich möchte in Ihre Werkstatt investieren. Ich möchte sie modernisieren, mit modernsten Werkzeugen ausstatten, ein spezialisiertes Ausbildungszentrum für Luxusautos schaffen.« Lukas staunte. »Investieren? Warum?« »Weil die Schweiz voller verschwendeter Talente ist.
Menschen wie Nico, die die Welt verändern könnten, aber in Situationen gefangen sind, die kein Wachstum zulassen. Ich habe das Geld, Sie haben das Talent. Zusammen könnten wir etwas Außergewöhnliches schaffen. Und was gewinnen Sie dabei? Fragte Lukas, immer noch misstrauisch. Nach seiner Erfahrung taten reiche Leute nie etwas, ohne selbst davon zu profitieren. Gewinnbeteiligung. 30% der Werkstatt wären mein. Sie behalten 70% und die volle Kontrolle über den Betrieb. Ich investiere nur Geld und bringe hochkarätige Kunden. Nico sah seinen Vater an und versuchte, seinen Gesichtsausdruck zu lesen. Lukas verarbeitete die Informationen, sichtlich hin und hergerissen zwischen der Gelegenheit und dem Misstrauen. Von wie viel Investition sprechen wir? Fragte Lukas. 500.000 Franken anfänglich, antwortete Heinrich ruhig. Lukas wäre fast vom Stuhl gefallen. 500.000 Franken war mehr Geld, als er in seinem ganzen Leben zusammengesehen hatte. 500.000, stotterte er. Für den Anfang, moderne Ausrüstung, komplette Renovierung des Raumes, spezialisierte Ausbildung für Sie und Nico, Marketing, offizielle Zertifizierungen. Ich möchte Fischer, Sohn zur Referenz für Luxusfahrzeugwartung in Zürich machen. Aber, Herr Brunner, intervenierte Nico, warum würden Sie das tun? Sie sagten gestern selbst, wir seien eine Drittklasswerkstatt. Heinrich schloss die Augen, beschämt über seine eigenen Worte. Ich habe gestern schreckliche Dinge gesagt, Dinge, für die sich mein Sohn, für die sich mein verstorbener Sohn schämen würde, sie zu hören. Ihr Sohn? Fragte Lukas sanft. Raphael starb vor 5 Jahren bei einem Autounfall. Er war 12 Jahre alt, am gleichen Alter wie Nico. Absolute Stille erfüllte den Raum. Lukas spürte, wie sich sein Herz zusammenzog. Er wusste, was es bedeutete, einen geliebten Menschen zu verlieren. Er hatte seine Frau vor 3 Jahren verloren. Es tut mir sehr leid, sagte Lukas aufrichtig. Danke. Heinrich atmete tief durch. Raphael hatte eine Leidenschaft für Autos. Er verbrachte Stunden damit, Mechanikvideos anzusehen, Spielzeug auseinanderzunehmen, um zu verstehen, wie sie funktionierten. Er wollte Maschinenbauingenieur werden, wenn er groß war. Nico spürte einen Kloß-I am Hals. Das war genau das, was er wollte. Als ich Ihren Sohn gestern sah, fuhr Heinrich fort, seine Stimme zittrig. Als ich sah, wie er arbeitet, die Leidenschaft in seinen Augen, die Präzision in seinen Bewegungen, sah ich Raphael. Ich sah, was mein Sohn hätte sein können, wenn er die Chance gehabt hätte, aufzuwachsen. Tränen begannen über Heinrichs Gesicht zu laufen. Ein Mann, der seit Jahren nicht geweint hatte, der eine Rüstung aus Kälte und Arroganz aufgebaut hatte, um den Schmerz des Verlustes nicht zu spüren. Deshalb will ich investieren, sagte er und wischte sich schamlos die Augen. Ich kann meinen Sohn nicht zurückbringen, aber ich kann einem anderen Vater helfen, seinem Sohn die Möglichkeiten zu geben, die ich meinem nie geben konnte. Lukas weinte jetzt auch. 2 Witwer, 2 Väter, die den Schmerz des Verlustes kannten, saßen in einem Luxusraum und teilten einen Schmerz, den Geld niemals heilen konnte. Herr Brunner, sagte Lukas, seine Stimme zitternd, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sagen Sie, dass Sie akzeptieren. Sagen Sie, dass Sie mich das tun lassen. Nicht für mich, sondern für Nico, für das außergewöhnliche Talent, das er hat. Nico sah seinen Vater an und wartete auf seine Entscheidung. Lukas kämpfte sichtlich innerlich. Der Stolz sagte, er solle ablehnen, keine Wohltätigkeit annehmen. Aber die Liebe zu seinem Sohn sagte, er solle akzeptieren, Nico die Möglichkeiten geben, die er verdiente. Papa, sagte Nico sanft, erinnerst du dich, was du immer sagst, dass wir den Stolz nicht den Fortschritt behindern lassen dürfen? Lukas sah seinen Sohn an und lächelte durch die Tränen. Wann bist du so weise geworden? Ich habe es vom besten Lehrer der Welt gelernt, antwortete Nico und nahm die Hand seines Vaters. Lukas atmete tief durch und sah Heinrich an. Wir haben Bedingungen. Natürlich, welche? Erstens, mein Sohn lernt weiter. Die Schule geht immer vor der Werkstatt. Ich stimme vollkommen zu, sagte Heinrich. Tatsächlich möchte ich das in den Vertrag aufnehmen. Nico wird ein volles Stipendium an einer der besten Privatschulen Zürichs erhalten. Lukas riss die Augen auf. Würden Sie das tun? Würde ich. Talent ohne Bildung ist Verschwendung. Nico braucht eine starke theoretische Basis, um die praktische Fähigkeit zu ergänzen. Zweite Bedingung, fuhr Lukas fort. Wir behalten die Kontrolle über den Betrieb. Sie investieren, aber Sie mischen sich nicht in den Alltag ein. Perfekt. Ich verstehe nicht so viel von Mechanik wie Sie. Es wäre dumm von mir, mich einzumischen. Dritte Bedingung, sagte Lukas jetzt ernster. Wenn Sie meinen Sohn irgendwann wieder respektlos behandeln, endet die Vereinbarung sofort. Egal, wie viel Geld involviert ist. Heinrich streckte die Hand aus. Sie haben mein Wort. Und wenn ich dieses Wort breche, können Sie alles behalten. Werkstatt, Ausrüstung, Kunden, alles. Lukas schüttelte seine Hand und spürte, dass er eine Vereinbarung traf, die alles verändern würde. Also,
Haben wir einen Deal? Fragte Heinrich. Wir haben einen Deal, antwortete Lukas. Nico lächelte. Ein breites, aufrichtiges Lächeln eines Kindes, das immer noch glaubte, die Welt könnte gut sein. Ausgezeichnet, sagte Heinrich und nahm die Dokumente. Ich werde meinen Anwalt bitten, die Verträge vorzubereiten. In der Zwischenzeit möchte ich, dass Sie eine Liste von allem machen, was Sie brauchen. Werkzeuge, Ausrüstung, Renovierungen, ohne Wertbegrenzung. Ich möchte so schnell wie möglich beginnen. Herr Brunner, sagte Nico, darf ich eine Frage stellen? Gerne. Warum haben Sie sich geändert? Gestern waren Sie anders. Heinrich lächelte traurig. Meine Tochter Lena sagte mir gestern Abend etwas. Sie sagte, bevor du zu dieser kalten, berechnenden Person wurdest, warst du ein guter Mann. Raphael wäre stolz. Und wäre er es, fragte Nico mit der brutalen Ehrlichkeit, die nur Kinder haben. Auf den Mann, der ich gestern war, nicht. Aber auf den Mann, der ich heute zu sein versuche, hoffe ich ja. In diesem Moment öffnete sich die Tür und Lena trat ohne Klopfen ein. Mit ihren 17 Jahren hatte sie die gleiche Entschlossenheit wie ihr Vater, aber ein Herz, das noch nicht vom Leben verhärtet worden war. Papa, ich wusste, dass ihr hier seid und... Sie hielt inne, als sie Lukas und Nico sah. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass ihr noch in Besprechung seid. Das ist in Ordnung, Lena. Komm, ich möchte dich vorstellen. Das ist Lukas Fischer und sein Sohn Nico. Lena trat näher und reichte beiden die Hand mit einem echten Lächeln. Es ist mir eine Freude, Sie persönlich kennenzulernen. Ich bin Ihr größter Fan, Nico. Ich habe das Video bestimmt 20 Mal gesehen. Nico wurde rot. Danke. Du bist unglaublich. Mit 12 Jahren Dinge tun, die erfahrene Mechaniker nicht schaffen. Wie hast du das alles gelernt? Mein Vater hat es mir beigebracht, antwortete Nico. Immer seinem Vater die Anerkennung zollend. Lena sah Lukas mit Respekt an. Dann sind Sie das wahre Genie hier. Lukas schüttelte verlegen den Kopf. Nein, Nico ist derjenige mit einer besonderen Gabe. Sie beide sind besonders, sagte Lena. Und Papa, wirst du wirklich in ihre Werkstatt investieren? Ich werde es tun, antwortete Heinrich. Und Stolz lag in seiner Stimme. Lena umarmte ihren Vater, etwas, das sie seit Monaten nicht mehr getan hatte. Ich bin stolz auf dich, Papa. Du tust das Richtige. Heinrich spürte, wie seine Augen sich wieder mit Tränen füllten. Er wusste nicht, dass er die Zustimmung seiner Tochter so sehr brauchte, bis zu diesem Moment. Nico, sagte Lena und wandte sich dem Jungen zu. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Sicher. Könntest du mir etwas über Mechanik beibringen? Über Autos. Ich wollte schon immer lernen, aber mein Vater nie. Ich dachte nie, dass du Interesse hättest, unterbrach Heinrich überrascht. Papa, ich hatte immer Interesse, aber du sagtest immer, das sei nichts für Mädchen. Erinnerst du dich? Heinrich schämte sich. Eine weitere seiner Vorurteile wurde aufgedeckt. Ich würde es dir gerne beibringen, sagte Nico lächelnd. Mein Vater sagt immer, geteiltes Wissen ist vervielfachtes Wissen. Dein Vater ist sehr weise, sagte Lena und sah Lukas bewundernd an. Lukas war rot vor Scham und Stolz zugleich. Er hatte noch nie in seinem Leben so viel positive Aufmerksamkeit erhalten. Nun, sagte Heinrich und stand auf. Ich glaube, wir haben viel Arbeit vor uns. Lukas, Nico, wie wäre es, wenn wir zusammen zu Mittag essen? Wir können die Details des Projekts besprechen, während wir essen. Herr Brunner, wir sind nicht angemessen gekleidet für ein schickes Restaurant, sagte Lukas und schaute auf seine eigene Kleidung. Dann gehen wir an einen informellen Ort. Ich kenne ein ausgezeichnetes Restaurant, das Hausmannskost serviert. Ganz ohne Prätensionen. Papa geht in ein Hausmannskostrestaurant. Das muss ich fotografieren, scherzte Lena. Sie verließen das Büro gemeinsam, der Millionär, seine Tochter, der Mechaniker und das Wunderkind. In den Augen der Angestellten, die sie vorbeigehen sahen, waren es nur 4 Personen. Aber für jeden von ihnen war es der Beginn von etwas, das ihr Leben komplett verändern würde. Der Samstagmorgen begann damit, dass Lena Brunner pünktlich um 7:30 Uhr in der Werkstatt Fischer, Sohn eintraf, gekleidet in alte Jeans und ein einfaches T-Shirt, das wahrscheinlich die billigste Kleidung war, die sie besaß. Ihre Haare waren zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und sie trug einen Rucksack auf dem Rücken. Lukas und Nico waren bereits bei der Arbeit. Ihre Routine begann jeden Tag um 6 Uhr morgens, ausnahmslos. Guten Morgen, rief sie von der Tür aus, etwas schüchtern, als sie das Innere der Werkstatt zum ersten Mal sah. Nico kam unter einem alten Skoda hervor und wischte sich die Hände an einem Lappen ab. Lena, bist du wirklich gekommen? Klar bin ich gekommen, ich habe es versprochen, oder? Lukas trat ebenfalls näher und wischte sich die Hände ab. Guten Morgen, Lena. Weiß dein Vater, dass du hier bist? Ja, tatsächlich hat er das hier geschickt. Sie zog aus ihrem Rucksack eine Kühltasche. Frühstück. Er sagte, ihr arbeitet wahrscheinlich schon früh, ohne richtig zu essen. Lukas öffnete die Tasche und fand frische Brötchen, Aufschnitt, Käse, frischen Orangensaft und Früchte. Es war mehr Essen,
als er und Nico in einer ganzen Woche aßen. Das ist sehr freundlich, sagte er, gerührt von der Geste. Mein Vater versucht es, erklärte Lena. Gestern Abend hat er ununterbrochen über euch geredet, über die Pläne für die Werkstatt. Ich habe ihn seit Jahren nicht mehr so belebt gesehen. Sie improvisierten ein Frühstück an einem alten Tisch in der Ecke der Werkstatt. Während sie aßen, erklärte Nico Lena die Autos, die sie reparierten. 3 insgesamt, alles beliebte Modelle mit einfachen Problemen. Dieser Skoda gehört Herr Müller, zeigte Nico. Er ist Taxifahrer. Das Auto hatte ein Problem mit dem Anlasser. Das neue Teil kostet 200 Franken, aber ich habe ein gebrauchtes in gutem Zustand für 50 gefunden. Er hat nicht viel Geld zu zahlen. Gebt ihr Rabatt für Leute, die es sich nicht leisten können? Fragte Lena. Wir verlangen einen fairen Preis, erklärte Lukas. Herr Müller arbeitet hart. Ich werde ihm nicht das Gleiche berechnen wie jemandem, der mehr Möglichkeiten hat. Aber so verlieren Sie doch Geld. Geld können wir immer mehr verdienen, sagte Lukas einfach. Würde und ein ruhiges Gewissen sind unbezahlbar. Lena sah diese beiden Männer, Vater und Sohn, die so wenig hatten, aber so viel gaben, und schämte sich für die Art und Weise, wie sie immer gelebt hatte, umgeben von Luxus, aber leer an Sinn. Kann ich helfen? Fragte sie. Klar. Nico wurde lebhafter. Komm, ich zeige dir die Grundlagen. Sie verbrachten den ganzen Vormittag zusammen mit der Arbeit. Nico war geduldig und erklärte jedes Werkzeug, jede Komponente, jeden Arbeitsgang. Lena lernte schnell und hatte keine Angst, sich die Hände schmutzig zu machen. Ihr im wahrsten Sinne des Wortes. Nach 2 Stunden war sie mit Fett und Schweiß bedeckt. Aber sie lächelte mehr, als sie seit Monaten gelächelt hatte. Das ist unglaublich, sagte sie, nachdem sie Nico beim Ölwechsel eines Autos geholfen hatte. Es ist so real. Es ist keine Theorie in Büchern. Es ist Praxis. Deshalb liebe ich es, sagte Nico. Jedes Auto ist ein anderes Problem, eine neue Herausforderung. Es ist wie Rätsel lösen, aber Rätsel, die echten Menschen helfen. Lukas beobachtete die beiden jungen Leute bei der Arbeit und lächelte. Nico war immer einsam gewesen. Die Schulkameraden fanden ihn seltsam, weil er lieber Motoren studierte, als Videospiele zu spielen. Aber da war er, lebhaft, lehrend, Freundschaft schließend. Gegen Mittag hielt ein schwarzer Mercedes-Benz vor der Werkstatt. Es war ein aktuelles Modell, makellos, völlig außerhalb des Standards der Autos, die dort normalerweise auftauchten. Aus dem Auto stieg ein Mann um die 50, teurer Anzug, arrogante Haltung. Es war Urs Meier, einer von Heinrichs Partnern, der die Szene mit dem Rolls-Royce miterlebt hatte. Mit Verlaub, sagte er und betrat die Werkstatt, als würde er auf Müll treten. Ich suche den angeblichen Wunderknaben. Nico stand auf und erkannte den Mann sofort. Das bin ich, Herr. Urs musterte Nico von oben bis unten mit kaum verhohlener Verachtung. Also bist du es wirklich, der Knirps, der viral ging, weil er Heinrichs Auto repariert hat. Ja, Herr. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Kannst du? Mein Mercedes macht ein seltsames Geräusch Pieme am Motor. Ich habe ihn schon zu 3 spezialisierten Werkstätten gebracht und niemand konnte das Problem identifizieren. Und Sie sind hierher gekommen? Fragte Lukas überrascht. Ich wollte testen, ob der Knirps wirklich gut ist oder ob es nur Glück mit dem Rolls-Royce war. Die Art, wie er Glück sagte, machte deutlich, dass er da war, um herauszufordern, nicht um wirklich Hilfe zu suchen. Ich kann einen Blick darauf werfen, sagte Nico ruhig. Wie viel verlangen Sie? Hängt vom Problem ab, aber zuerst muss ich diagnostizieren. Urs warf Nico die Autoschlüssel verächtlich zu. Mal sehen, was du kannst. Nico nahm die Schlüssel und ging zum Mercedes. Er startete den Motor und hörte aufmerksam zu, den Kopf leicht geneigt, die Augen geschlossen. Nach 1 Minute schaltete er aus und öffnete die Motorhaube. Wie lange, um es herauszufinden? Fragte Urs ostentativ auf die Uhr schauend. Habe ich schon herausgefunden, antwortete Nico. Das Problem liegt am Spanner des Lichtmaschinenriemens. Er ist locker, deshalb vibriert der Riemen und macht Geräusche. Es ist noch nicht schlimm, aber wenn es nicht repariert wird, beschädigt es den Riemen und kann größere Schäden verursachen. Urs schwieg, sichtlich überrascht. Woher wissen Sie das? Vom Geräusch. Die Vibration des Riemens hat eine spezifische Frequenz. Ich habe gelernt, sie durch Zuhören zu identifizieren. Und du kannst es reparieren? Kann ich, aber nicht hier. Ich brauche spezielle Ausrüstung, um den Spanner mit der richtigen Präzision einzustellen. Wenn ich es falsch mache, kann es schlimmer werden. Dann kannst du es nicht reparieren, sagte Urs mit einem siegessicheren Lächeln, als hätte er bewiesen, dass Nico ein Betrüger war. Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte, ich kann es hier mit den Geräten, die wir jetzt haben, nicht reparieren. Aber ich kann Ihnen eine auf Mercedes spezialisierte Werkstatt empfehlen, die die richtigen Werkzeuge hat. Oder Sie warten ein paar Wochen, bis unsere Umbauarbeiten abgeschlossen sind. Ein paar Wochen? Welche Umbauarbeiten? Lukas antwortete, wir gründen eine Partnerschaft mit Heinrich Brunner. Er wird in die Modernisierung der Werkstatt investieren.
Urs Gesichtsausdruck änderte sich komplett. Heinrich investiert hier 500.000 Franken anfänglich. Urs war sichtlich beunruhigt von der Information. Heinrich hat mir nichts davon erzählt. Vielleicht, weil es sie nichts angeht, sagte Lena und kam mit finsterer Miene aus dem hinteren Teil der Werkstatt. Sie hatte Urs sofort erkannt. Er aß häufig bei ihnen zu Hause zu Abend und behandelte sie immer mit diesem aufdringlichen Blick, der sie beunruhigte. Lena. Urs riss die Augen auf. Was machst du hier? Und in diesem Zustand? Sie blickte auf ihre eigenen fettverschmierten Hände und lächelte stolz. Ich lerne Mechanik. Irgendwelche Probleme? Dein Vater weiß, dass du hier bist. Er weiß es und billigt es, wie am Gegensatz zu Ihnen, der anscheinend hierher kam, um eine Qualitätsprüfung durchzuführen, als wären Sie der Besitzer der Wahrheit. Urs wurde rot vor Wut. Lena, das ist kein Ort für dich. Komm, ich bringe dich nach Hause. Nein, danke, mir geht es hier sehr gut. Lena, ich bestehe darauf. Und ich lehne ab, wenn Sie Nikos Dienste nicht mehr benötigen, entfernen Sie bitte Ihr Auto. Es warten noch andere Kunden. Es war gelogen, niemand wartete, aber Lena hatte gelernt, den autoritären Ton ihres Vaters zu verwenden, wenn es nötig war. Urs sah alle an, den Wunderknaben, den Mechanikervater und die Tochter seines Partners, die sich in dieser bescheidenen Umgebung völlig wohlfühlte und spürte etwas, das er nicht erwartet hatte. Neid auf die Einfachheit, die Authentizität, die echte Verbindung, die diese Menschen hatten. Wie viel schulde ich dir für die Beratung? Fragte er Nico und zog sein Portemonnaie. Sie schulden mir nichts. Diagnostizieren ist kein Service, es ist Höflichkeit. Höflichkeit, wiederholte Urs ungläubig. Ja, Herr. Sie zahlen mir nur, wenn ich wirklich etwas repariere. Urs holte 200 Franken heraus und legte sie auf den Tresen. Dann ist das für die Ehrlichkeit. Es scheint, dass die in der Welt knapp wird. Nico nahm das Geld, aber er freute sich nicht darüber. Es schien eher eine Beleidigung zu sein als ein Kompliment. Urs verließ die Werkstatt, stieg in seinen Mercedes und fuhr davon, ohne sich umzublicken. Sobald das Auto verschwunden war, explodierte Lena. Was für ein schrecklicher Mann. Er war schon immer so, arrogant, glaubte, er sei besser als alle anderen. Kennen Sie ihn gut? Fragte Lukas. Leider ist er seit 10 Jahren der Geschäftspartner meines Vaters. Er war immer falsch. Er hat immer versucht, aus allem Vorteile zu ziehen. Ich traue ihm kein bisschen. Warum ist dein Vater dann mit ihm befreundet? Fragte Nico. Weil Urs gut darin ist, Geld zu verdienen. Aber das macht ihn nicht zu einem guten Menschen. Lukas legte die 200 Franken in die Schublade. Naja, zumindest hat er bezahlt. Geld ist Geld, egal woher es kommt. Papa hat recht, stimmte Nico zu. Wir können unsere Kunden nicht nach ihrer Persönlichkeit auswählen. Sie kehrten zur Arbeit zurück, aber Urs Besuch hatte einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Lena war besonders besorgt. Sie kannte Urs gut genug, um zu wissen, dass er nichts ohne Hintergedanken tat. Am späten Nachmittag, als Lena sich bereits zum Gehen fertig machte, kam Heinrich in die Werkstatt. Er fuhr selbst, was für ihn selten war, und hatte einen besorgten Gesichtsausdruck. »Papa, was machst du hier?« fragte Lena. »Ich muss Lukas privat sprechen.« Lukas sah Nico und Lena an. »Könnt ihr einen Spaziergang machen? Geht ein Eis essen, irgendwas.« Nico wollte protestieren, aber Lena nahm ihn am Arm. »Komm, ich lade ein, lass sie reden.« Als sie allein waren, kam Heinrich direkt zur Sache. Urs war heute hier. War er? Woher wissen Sie das? Er hat mich angerufen. Er sagte, er sei besorgt über meine Investition in eine Hinterhofwerkstatt ohne angemessene Struktur. Lukas spürte die Wut in ihm aufsteigen. Hinterhofwerkstatt? Er kam hierher, um Nico zu testen. Und mein Sohn diagnostizierte das Problem seines Mercedes in 1 Minute. Ich weiß, ich stelle Ihre Kompetenz nicht in Frage. Ich warne Sie, dass Urs versuchen wird, unsere Partnerschaft zu sabotieren. Sabotieren? Warum? Weil es Urs nicht gefällt, wenn ich etwas tue, ohne ihn vorher zu konsultieren. Und weil er neidisch ist auf alles Gute, was anderen Menschen widerfährt. Was kann er tun? Heinrich seufzte. Er hat Einfluss. Er kennt Leute in der Automobilbranche, bei Regulierungsbehörden, bei Lieferanten. Wenn er es ihnen schwer machen will, Zertifizierungen, Ersatzteile, Genehmigungen zu bekommen, kann er das tun. Lukas setzte sich und spürte das Gewicht der Realität. Dann sagen Sie, unsere Partnerschaft ist bedroht, bevor sie begonnen hat? Nein. Ich sage, es wird schwieriger, als wir uns vorgestellt haben, aber nicht unmöglich. Heinrich, schauen Sie sich um. Ich habe Schulden, alte Ausrüstung, Kunden, die kaum zahlen können. Wenn Ihr Partner beschließt, mich zu zerstören, gelingt ihm das leicht. Nein, wenn ich es nicht zulasse, sagte Heinrich entschlossen. Urs ist mein Partner, aber das bedeutet nicht, dass er über mich bestimmt. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich werde in Ihre Werkstatt investieren und niemand wird mich daran hindern. Aber was, wenn das Ihr Geschäft beeinträchtigt? Was, wenn Sie wegen mir Geld verlieren? Lukas,
Ich habe mehr Geld, als ich in 3 Leben ausgeben könnte. Ich kann ein paar Millionen verlieren und merke keinen Unterschied in meinem Lebensstandard. Aber Sie werden jeden Franken dieser Investition spüren. Sie werden daraus etwas Bedeutendes machen. Wie können Sie sich da so sicher sein? Weil ich Nico arbeiten sah. Ich sah, wie Sie ihn erzogen haben. Ich sah die Werte, die Sie haben. Ich habe bereits Millionen in Unternehmen investiert, die auf dem Papier vielversprechend schienen, aber scheiterten, weil die Menschen dahinter keinen Charakter hatten. Sie haben ihn, und das ist mehr wert als jeder Geschäftsplan. Lukas spürte, wie seine Augen sich mit Tränen füllten. Warum vertrauen Sie uns so sehr? Weil Sie mich daran erinnert haben, was wirklich wichtig ist. Weil Sie mir wieder Hoffnung gegeben haben. Weil... Heinrich pausierte, seine Stimme zitternd. Weil Ihnen zu helfen die Art ist, wie ich meinen Sohn ehren kann. Raphael hätte Nico gerne kennengelernt. Er hätte es geliebt, ein Kind mit so viel Talent zu sehen, das die Möglichkeiten bekommt, die er nie hatte. Die beiden Männer schwiegen einen Moment, jeder verarbeitete seine eigenen Emotionen. »Was tun wir also wegen Urs?« fragte Lukas schließlich. »Wir machen unsere Arbeit gut, so gut, dass selbst er die Qualität nicht leugnen kann. Wir werden diese Werkstatt so gut machen, dass die Leute, wenn sie Fischer, Sohn hören, an Exzellenz denken. Das wir brauchen. Wir haben Zeit und wir haben Talent und jetzt haben wir Ressourcen. Das ist genug.« Heinrich streckte die Hand wieder aus. »Wir stecken zusammen drin.« Lukas schüttelte seine Hand fest. »Stecken wir.« Als Nico und Lena vom Eis zurückkamen, fanden sie die beiden Männer lächelnd und Pläne für die Renovierung besprechend. »Alles geklärt?« fragte Lena. »Alles geklärt«, bestätigte Heinrich. »Übrigens, ich habe etwas für euch mitgebracht.« Er ging zum Auto und kam mit einem riesigen Karton zurück. »Nico, das ist für dich.« Nico öffnete den Karton und seine Augen weiteten sich. Es waren technische Handbücher, Dutzende davon, von allen erdenklichen Luxusautomarken. Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, Aston Martin. Einige waren seltene Ausgaben, andere aktuelle Updates, die Hunderte von Franken kosteten. »Das muss ein Vermögen gekostet haben«, sagte Lukas staunend. »Hat es. Aber Nikos Gesicht jetzt zu sehen, ist unbezahlbar.« Nico blätterte ehrfürchtig durch die Handbücher, als wären sie heilige Schätze. »Danke, Heinrich. Wirklich danke.« »Nein, Nico. Danke dir, dass du mich daran erinnert hast, warum ich vor so vielen Jahren in dieses Geschäft eingestiegen bin. Es war nicht wegen des Geldes, es war wegen der Leidenschaft für Maschinen, wegen des Verlangens, zu verstehen, wie Dinge funktionieren.« Lena beobachtete ihren Vater, wie er mit Nico und Lukas interagierte, und bemerkte eine Veränderung in ihm. Seine Schultern waren weniger angespannt, das Lächeln war aufrichtiger, seine Augen hatten einen Glanz, den sie seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Diese beiden bescheidenen Mechaniker taten für ihren Vater etwas, was Jahre der Therapie nicht geschafft hatten. Sie ließen ihn sich wieder menschlich fühlen. »Papa«, sagte sie, »ich glaube, das war die beste Entscheidung, die du je getroffen hast.« »Das glaube ich auch, meine Tochter, das glaube ich auch.« An diesem Abend, nachdem Heinrich und Lena gegangen waren, blieben Lukas und Nico bis spät in die Werkstatt und studierten die neuen Handbücher. Das schwache Licht des einzelnen Scheinwerfers beleuchtete ihre über die Bücher gebeugten Köpfe, Vater und Sohn, die wissen, wie Schwämme aufsaugen. »Papa«, sagte Nico irgendwann, »ich weiß, was Heinrich erwartet.« Lukas sah seinen Sohn an, 12 Jahre alt, müde Augen, aber voller Entschlossenheit, kleine Hände, aber über sein Alter hinaus geschickt. »Sohn, wir haben bereits etwas erreicht, was viele Menschen in ihrem ganzen Leben nie erreichen.« »Was?« »Wir haben jemanden dazu gebracht, an uns zu glauben, und wenn jemand glaubt, wird alles möglich.« Nico lächelte und kehrte zum Studium der Handbücher zurück. Er hatte so viel zu lernen, so viel zu tun, so viel zu beweisen, aber zum ersten Mal in seinem Leben spürte er, dass er die richtigen Werkzeuge hatte, nicht nur die physischen, sondern auch die emotionalen. Er hatte einen Vater, der ihn unterstützte, einen Mentor, der an ihn glaubte, und eine Freundin, die ihn als Gleichberechtigten ansah. Die Zukunft war noch ungewiss. Urs Meier stellte eine echte Bedrohung dar. Die Renovierung der Werkstatt würde eine enorme Herausforderung sein. Die neue Schule würde eine schwierige Anpassung sein. Aber nichts davon war jetzt wichtig. Denn zum ersten Mal glaubte Nico Fischer, dass er mehr sein konnte als ein armer Junge aus einer Hinterhofwerkstatt. Er konnte ein Ingenieur, ein Unternehmer, ein Lehrer sein. Er konnte alles sein, wovon er träumte. Und Träume, wenn sie von harter Arbeit genährt und von den richtigen Leuten unterstützt werden, haben eine seltsame Art, Wirklichkeit zu werden. Nico hatte sich noch nie so glücklich gefühlt wie an seinem ersten Montag am Gymnasium Hottingen. Die neue Uniform roch noch nach frischem Stoff. Der Rucksack war voll mit unbeschriebenen Heften und die weiten Flure wirkten wie eine völlig andere Welt als die öffentliche Schule, in der er zuvor gelernt hatte. Im Physikunterricht stellte der Lehrer ein komplexes Problem zur Thermodynamik angewandt auf Verbrennungsmotoren vor.
Nico löste es in 3 Minuten und ließ die ganze Klasse verstummen. Beeindruckend, Nico, sagte der Lehrer. Du verstehst das wirklich tiefgründig. In der Pause näherten sich Mitschüler neugierig. Du bist doch der Knirps aus dem Video, oder? Der einen Rolls-Royce repariert hat. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte sich Nico akzeptiert, bewundert. Die Freude währte bis 11:15 Uhr, als sein Handy mit einem Anruf von Lukas vibrierte. Papa, nahm er aus dem Klassenzimmer gehend ab. Alles in Ordnung? Die Stimme, die antwortete, war zittrig, gebrochen. Sohn, die Werkstatt wurde geschlossen. Nikos Welt brach zusammen. Was? Wie geschlossen? Die Bauinspektion der Stadt kam vor einer halben Stunde. Sie sagten, wir hätten strukturelle Mängel, dass wir nicht die richtigen Genehmigungen hätten, dass die Ausrüstung nicht den Vorschriften entspreche. Lukas pausierte und Nico hörte die Verzweiflung in seinem Atem. Sohn, Sie haben alles versiegelt. Wir können nicht arbeiten, nicht einmal hineingehen. Aber das macht keinen Sinn. Die Werkstatt hat immer funktioniert. Ich weiß, aber Sie haben Dokumente, offizielle Siegel. Sie sagen, jemand hat Anonymanzeige erstattet. Nico spürte die Wut in sich aufkochen. Anonyme Anzeige. Urs Meier. Das muss er gewesen sein. Papa, hast du schon Heinrich angerufen? Ich habe ihn angerufen. Er ist auf dem Weg. Aber Nico, Lukas Stimme versagte. Ohne die Werkstatt haben wir nichts. Die Kunden gehen weg. Die Schulden bleiben. Alles wird gut. Papa, ich komme jetzt zurück. Bleib in der Schule. Die Bildung geht vor. Aber, Papa, bleib. Bitte lass mich das regeln. Nico legte mit gebrochenem Herzen auf. Er konnte sich auf keine weitere Stunde konzentrieren. Um 15 Uhr, als die Schule endete, rannte er zur Bushaltestelle. Als er in der Nähe der Werkstatt ausstieg, blieb er völlig erstarrt. Da war eine Menschenmenge. Mindestens 50 Leute drängten sich vor Fischer, Sohn, hielten Plakate hoch, schrien, protestierten. Die Werkstatt war mit gelben Bändern versiegelt, aber das interessierte die Leute nicht. Gerechtigkeit für Nico stand auf den Plakaten. Talent ist kein Verbrechen. Lass die Werkstatt arbeiten. Nico näherte sich fassungslos. Er erkannte Frau Schmid, die Kundin des Skoda, mit Tränen in den Augen. Herr Meier, den Bäcker. Frau Müller, eine pensionierte Lehrerin. Dutzende Leute aus dem Quartier, die er sein ganzes Leben kannte. Nico. Frau Schmid rannte und umarmte ihn. Mein Sohn, was für eine Ungerechtigkeit. Frau Schmid, was ist das alles? Als wir hörten, dass Sie die Werkstatt geschlossen haben, haben wir uns organisiert. Dein Vater und du haben hier allen jahrelang geholfen. Ihr habt unsere Autos repariert, als wir kein Geld hatten. Jetzt sind wir an der Reihe, euch zu helfen. Nico spürte, wie sich seine Augen mit Tränen füllten. Jahrelang hatte er sich unsichtbar gefühlt. Nur ein weiteres armes Kind, das tat, was es konnte. Aber diese Leute hatten es gesehen. Sie hatten sich gekümmert. Er betrat die Werkstatt und überquerte das Versiegelungsband. Lukas saß auf einer Bank, den Kopf in den Händen, während Heinrich mit einem Mann am Anzug sprach, der alles auf einem Tablet notierte. Nico, Heinrich sah ihn, du solltest in der Schule sein. Ich konnte nicht bleiben, nicht wenn mein Vater alles verliert. Lukas hob den Kopf, die Augen rot. Sohn, Nico umarmte seinen Vater fest und spürte, wie er zitterte. Das kriegen wir hin, Papa. Zusammen. Heinrich trat näher. Ich weiß schon, wer dahinter steckt. Urs, sagte Nico. Es war keine Frage. Urs hat Kontakte in der Stadtverwaltung genutzt. Inspektoren bezahlt, um Mängel zu finden. Technisch ist alles legal. Die Werkstatt hatte wirklich nicht alle Genehmigungen aktualisiert, aber die Geschwindigkeit war absurd schnell, eindeutig orchestriert. Und jetzt? Fragte Lukas hoffnungslos. Jetzt kämpfen wir. Ich habe Julian mitgebracht. Er zeigte auf den Anwalt, Spezialist für Verwaltungsrecht. Wir werden jeden Mangel anfechten, bösgläubiges Handeln bei der Inspektion beweisen. Aber das wird Wochen dauern. Und in der Zwischenzeit können wir nicht arbeiten. Ich übernehme die Kosten, sagte Heinrich. Ich bin Partner, erinnern Sie sich? Wenn die Werkstatt schließt, verliere ich auch. Lena kam gerannt, das Handy in der Hand. Papa, das musst du sehen. Sie zeigte den Bildschirm. Es war ein Video, das viral ging, in der Menge gefilmt. Es zeigte Frau Schmid, wie sie in die Kamera sprach. Diese Männer, Lukas und Nico Fischer, sind Helden dieses Quartiers. Als mein Auto kaputt ging und ich kein Geld hatte, haben sie es kostenlos repariert. Diese Werkstatt ist kein Geschäft. Sie ist Hoffnung für Menschen, die sonst nirgendwo hingehen können. Das Video hatte bereits 500.000 Aufrufe. Die Leute sind auf unserer Seite, sagte Lena. Ganz Zürich sieht diese Ungerechtigkeit. Nico blickte aus dem Fenster. Die Menge war gewachsen. Jetzt gab es TV-Kameras, Reporter, Autos hupten unterstützend. Das passiert, wenn man wirklich Leben berührt, sagte Heinrich. Sie sind wichtig für viele Menschen. Julian schloss das Tablet. Ich habe gute Nachrichten. Ich habe eine einstweilige Maßnahme am Eilverfahren erwirkt.
Ein Richter hat zugestimmt, dies aufgrund der sozialen Auswirkungen prioritär zu prüfen. Anhörung morgen um 10 Uhr. Morgen? Lukas riss die Augen auf. Wenn öffentliches Interesse besteht, kann die Justiz schnell sein. Und mit diesem Aufruhr, er zeigte nach draußen, kein Richter wird der Bösewicht sein wollen. Die Tür öffnete sich abrupt. Urs Meier trat mit 2 Sicherheitsleuten ein. Heinrich, wir müssen reden. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Doch, haben wir darüber, dass du unser Unternehmen für dieses lächerliche Projekt zerstörst. Wählen Sie Ihre nächsten Worte sorgfältig, sagte Heinrich, seine Stimme gefährlich. Oder was? Willst du mich schlagen? Urs lachte. Du bist erbärmlich. Seit dein Sohn gestorben ist, bist du ein Schatten. Jetzt hast du diesen Knirps gefunden und glaubst, du kannst das ausgleichen. Nachricht: Raphael ist tot. Keine Wohltätigkeit wird ihn zurückbringen. Die Stille war absolut. Heinrich wurde blass und zitterte. Es war Lukas, der aufstand und sich zwischen die beiden stellte. Gehen Sie aus meiner Werkstatt. Deine Werkstatt? Urs lachte höhnisch, dieses versiegelte Drecksloch. Ich sagte, gehen Sie. Urs drang in Lukas Raum ein. Du, ein gescheiterter Mechaniker, der kaum... Er beendete den Satz nicht. Nico, 12 Jahre alt, 1,50 Main groß, stellte sich vor seinen Vater und stürmte auf Urs zu. Sie reden nicht so mit meinem Papa. Die Tapferkeit überraschte Urs. Geh weg, Knirps. Nein, mein Papa ist mehr wert, als Sie es jemals sein werden. Er hat mir Ehrlichkeit, harte Arbeit, Würde beigebracht. Was lehren Sie? Wie man Menschen aus Neid zerstört. Neid auf euch? Urs lachte nervös. Ich habe Millionen. Warum sollte ich neidisch sein auf ein fettverschmiertes Kind aus dem Quartier? Weil ich etwas habe, das Geld nicht kaufen kann, antwortete Nico fest. Menschen, die mich wirklich lieben. Ein Vater, der sein Leben für mich geben würde. Freunde, die gekommen sind, um unsere Werkstatt zu verteidigen. Was haben Sie? Bezahlte Wachen und einen verrotteten Ruf. Die Menge draußen brach in Applaus aus. Urs wurde rot. Das wirst du bereuen. Nein, das wird er nicht bereuen, sagte Heinrich schließlich neben Nico. Denn morgen werde ich Beweise vorlegen, dass Sie Inspektoren bestochen haben. Ich habe Aufnahmen, Überweisungen, Zeugen. Sie werden alles verlieren. Urs erbleichte. Sie haben keine Beweise für nichts. Heinrich spielte eine Audiodatei auf seinem Handy ab. Urs Stimme. Ich brauche, dass Sie Fischer, Sohn Schwierigkeiten bereiten. Wie viel kostet es, schwerwiegende Mängel zu finden? Das Blut wich aus Urs Gesicht. Woher haben Sie das? Ein Inspektor, den Sie bestechen wollten, hat ein Gewissen. Er hat alles aufgenommen. Also gehen Sie jetzt. Unterschreiben Papiere, die die Einwände zurückziehen. Und verkaufen Sie Ihren Anteil am Unternehmen. Im Gegenzug übergebe ich das nicht der Bundesanwaltschaft. Das können Sie nicht. Doch kann ich, denn wenn nicht, sitzen Sie morgen wegen Korruption am Gefängnis. Und bei dieser öffentlichen Sichtbarkeit rettet Sie kein Anwalt. Urs war in die Enge getrieben. Das ist noch nicht zu Ende hier. Doch, ist es. Jetzt gehen Sie und nähern Sie sich dieser Familie nie wieder. Urs ging unter Buhrufen der Menge. Lukas setzte sich, die Beine versagten. Haben Sie diese Beweise wirklich? Die habe ich. Ich habe Urs vor einer Woche recherchiert. Ich habe viel Schlimmeres herausgefunden. Warum haben Sie es mir nicht gesagt? Weil ich sicher sein musste und wollte, dass Sie sich keine Sorgen machen. Nico sah Heinrich bewundernd an. Er hat alles für uns riskiert. Ich habe das Richtige getan. Urs hat mein Unternehmen seit Jahren vergiftet. Sie haben mir den Mut gegeben, mich ihm zu stellen. Lena umarmte ihren Vater weinend. Ich bin so stolz. Am nächsten Morgen ging die Anhörung schnell. Mit den Aufnahmen setzte der Richter die Schließung aus und ordnete eine Untersuchung gegen die Inspektoren an. Fischer, Sohn, wurde freigegeben. Aber als sie das Gerichtsgebäude verließen, warteten über 200 Menschen. Alte Kunden, Bewohner des Quartiers, Schüler des Gymnasiums, Journalisten. Als sie Lukas und Nico sahen, brachen sie in Applaus aus. Gerechtigkeit ist geschehen. Nico, Nico. Nico blickte in diese Menge und spürte etwas Neues, dazu zu gehören zu etwas Größerem, zu wissen, dass sein Talent echte Menschen berührt hatte. Lukas umarmte ihn weinend. Wir haben es geschafft, mein Sohn. Nein, Papa, du hast es geschafft. Du hast mich gut erzogen, mir alles beigebracht. Du hast mir einen Grund gegeben, weiterzumachen. Nachdem deine Mama gestorben ist, warst du mein einziger Grund. Heinrich beobachtete aus der Ferne mit Lena. Er erinnert mich so sehr an Raphael. Aber Nico ist nicht Raphael. Er ist jemand Neues, dem du hilfst. Und das ist auf die gleiche Weise wunderschön. Ich habe 5 Jahre damit verschwendet, mich am Schmerz zu verschließen. Ich dachte, Raphael zu ehren bedeutet, nie weiterzumachen. Und jetzt weiß ich, dass Raphael zu ehren genau das bedeutet, talentierten Kindern zu helfen. Das ist, was mein Sohn gewollt hätte. 3 Monate später war Fischer, Sohn, nicht wiederzuerkennen. Der kleine Raum war erweitert worden und nahm 2 benachbarte Geschäftsräume ein. Modernste Ausrüstung, hydraulische Hebebühnen, Diagnosecomputer. Alles,
wovon ein Mechaniker träumen könnte. Das neue Schild sagte: Fischer, Sohn, Automobilexzellenzzentrum in Partnerschaft mit Brunner Automobil AG, wo Talent auf Gelegenheit trifft. Die Eröffnung versammelte Hunderte von Menschen. Nico, in neuer Uniform, hielt die Präsentation. Diese Werkstatt war immer mehr als nur Arbeit. Hier habe ich gelernt, dass Wissen Leben verändert, wo mein Vater mir beigebracht hat, dass Ehrlichkeit mehr wert ist als Gewinn, wo ich entdeckt habe, dass Talent kein Geld braucht, nur eine Gelegenheit. Applaus hallte wieder. Heute eröffnen wir nicht nur eine renovierte Werkstatt, sondern ein Ausbildungszentrum. Wir werden kostenlose Kurse für Jugendliche aus dem Quartier anbieten. Stipendien für die Besten. Wir werden beweisen, dass Gelegenheit Schicksale verändert. Lukas trat schüchtern ans Mikrofon. Ich bin nicht gut mit Worten, aber ich möchte dem danken, der unser Leben verändert hat. Heinrich Brunner hätte weiter über meinen Sohn lachen können, aber er entschied sich, über Vorurteile hinwegzusehen. Er entschied sich zu glauben. Danke, mein Freund. Heinrich stieg gerührt auf die Bühne. Ich bin derjenige, der sich bedankt. Sie haben mich vor mir selbst gerettet. Sie haben mich daran erinnert, warum es sich lohnt zu leben. Er blickte zum Himmel. Raphael, wo immer du bist, ich hoffe, du bist stolz. Am Ende des Tages, als sich die Menge zerstreut hatte, saßen Heinrich, Lena, Lukas und Nico Ipiers am neuen Büro. Ein Raum mit Glaswänden, Klimaanlage, modernen Computern. Ich kann nicht glauben, dass das echt ist, sagte Nico. Es ist echt, weil du es verdient hast, antwortete Heinrich. Jedes Gerät hier hast du mit Talent erobert. Lena kam mit einer Kiste zurück. Nico, mein Papa hat gebeten, dass ich das für dich aufbewahre. Nico öffnete die Kiste und fand alte, aber makellose Werkzeuge. Die waren von Raphael, erklärte Heinrich, seine Stimme zitternd. Er bekam sie, als er 10 Jahre alt wurde. Ich habe sie aufbewahrt, nachdem wir ihn verloren haben. Aber ich glaube, er würde wollen, dass du sie hast. Nico hielt einen kleinen Schraubenschlüssel. Herr Brunner, das kann ich nicht. Doch kannst du, denn du wirst sie benutzen, um das zu tun, wovon Raphael geträumt hat. Die Welt reparieren, eine Maschine nach der anderen. Nico drückte die Werkzeuge an seine Brust. Ich werde gut auf sie aufpassen, das verspreche ich. Sie gehören dir jetzt. Und Raphael ist glücklich zu wissen, dass sein Vermächtnis weiterlebt. Sie blieben stundenlang sitzen und sprachen über Träume, Zukunftspläne. Nico, sagte Heinrich, wo siehst du dich in 10 Jahren? Ich möchte Maschinenbau studiert haben, dieses Zentrum auf andere Städte ausgedehnt haben, dass kein talentiertes Kind zurückbleibt, weil es keine Gelegenheit hat. Und das wirst du schaffen, da bin ich mir sicher. Lukas stand auf und streckte die Hand aus. Auf die wahren Partner, Heinrich schüttelte sie. Auf die wahren Freunde. Nico und Lena schlossen sich an, 4 Hände zusammen. Auf die Talente, die Leben verändern, sagte Lena. Auf die zweiten Chancen, ergänzte Nico. Draußen ging die Sonne über Zürich unter. In diesem kleinen Winkel, in einer vor der Zerstörung geretteten Werkstatt, hatten 4 Menschen bewiesen, dass Güte über Grausamkeit siegt, Talent Vorurteile überwindet und Liebe die Welt verändern kann. Nico sah die Werkzeuge von Raphael an und legte ein stilles Versprechen ab. Er würde dieses Geschenk ehren, indem er die beste Version seiner selbst wurde. Nicht nur für sich, sondern für alle, die glaubten. Denn am Ende hatte der fettverschmierte Junge, verspottet, an einem gewöhnlichen Morgen die wichtigste Lektion bewiesen. Talent braucht keinen Reichtum, um zu glänzen. Es braucht nur eine Gelegenheit. Und wenn diese Gelegenheit auf harte Arbeit, Demut und ein reines Herz trifft, gibt es keine Kraft, die den Erfolg verhindern kann. Die folgenden Monate waren eine vollständige Transformation. Die Werkstatt wurde zu einer Referenz, nicht nur am Quartier, sondern in der ganzen Stadt. Kunden mit Luxusautos standen Schlange, um von Nico und Lukas bedient zu werden. Aber sie verließen niemals ihre alten Kunden. Herr Müller brachte weiterhin sein Taxi, Frau Schmid ihren Skoda, und alle erhielten die gleiche würdige Behandlung. Lena wurde ein integraler Bestandteil des Teams. Sie studierte Automobilmechanik mit obsessiver Hingabe und Nico war ein geduldiger Lehrer. Am Nachmittag, nach ihrem Unterricht am Gymnasium, kam sie in die Werkstatt und arbeitete, bis sie schlossen. Die Beziehung zwischen ihnen hatte sich von Freundschaft zu etwas Tieferem entwickelt. Sie waren wie Geschwister, verbunden durch die gemeinsame Liebe zu Maschinen und den gegenseitigen Respekt. Weißt du, was das Beste daran ist? Sagte Lena eines Tages zu ihm, während sie nach einem langen Tag zusammen aufräumten. Es ist nicht nur Mechanik zu lernen. Es ist zu entdecken, dass ich mehr sein kann als die reiche Tochter eines Unternehmers. Ich kann jemand Nützliches sein. Du warst immer nützlich, antwortete Nico. Du musstest nur deinen Zweck finden. Und du hast mir geholfen, ihn zu finden. Genauso wie du meinem Papa geholfen hast, seinen wiederzufinden. Heinrich hatte sich komplett verändert. Die Kälte, die ihn seit Raphaels Tod ausgezeichnet hatte, war verschwunden. Er verbrachte weniger Zeit am Büro der Brunner Automobil AG und mehr Zeit in der Werkstatt.
Nicht, weil er überwachen musste, sondern weil er es wirklich genoss, dort zu sein. Er hatte die Leidenschaft wiedergefunden, die ihn überhaupt in die Automobilwelt geführt hatte. Eines Nachmittags, als er Nico bei der Arbeit an einem Ferrari beobachtete, spürte Heinrich eine vertraute Präsenz. Es war, als wäre Raphael da und lächelte, stolz zu sehen, dass sein Vater endlich Frieden gefunden hatte. »Geht es dir gut, Papa?« Lena trat näher und bemerkte die Tränen in Heinrichs Augen. »Es geht mir mehr als gut, meine Tochter. Zum ersten Mal seit 5 Jahren bin ich vollständig.« Der erste Jahrestag der Partnerschaft wurde mit einer besonderen Zeremonie gefeiert. Nico hatte sein erstes Jahr am Gymnasium Hottingen mit den besten Noten seiner Generation abgeschlossen. Mit seinen 13 Jahren hatte er bereits mehrere Vorträge über Automobilmechanik an öffentlichen Schulen gehalten und Hunderte von Jugendlichen inspiriert, ihre Träume zu verfolgen, unabhängig von ihren Umständen. »Meine Damen und Herren«, verkündete Heinrich vor einem Publikum von über 300 Personen in der gemieteten Eventhalle. »Vor einem Jahr traf ich einen Jungen, der mich lehrte, dass der wahre Wert eines Menschen nicht auf seinem Bankkonto liegt, sondern in seinem Charakter. Nico Fischer hat an diesem Tag nicht nur mein Auto gerettet, er hat mich gerettet.« Die Menge applaudierte, während Nico die Bühne betrat, immer noch schüchtern bei so viel Aufmerksamkeit. »Heute«, fuhr Heinrich fort, »möchte ich die Erweiterung unseres Projekts ankündigen. Fischer, Sohn wird 3 neue Ausbildungszentren in verschiedenen Quartieren der Stadt eröffnen. Jedes wird kostenlose Kurse für Automobilmechanik für Jugendliche aus einkommensschwachen Familien anbieten. Denn wenn es einen Nico in diesem Quartier gibt, gibt es hunderte weitere in der ganzen Stadt, die auf ihre Chance warten.« Der Beifall war ohrenbetäubend. Lukas weinte in der ersten Reihe, unfähig zu glauben, wie sich sein Leben verändert hatte. Vom verschuldeten Mechaniker, der kurz davor stand, alles zu verlieren, war er nun Miteigentümer eines florierenden und angesehenen Unternehmens. Aber mehr als das Geld oder der Erfolg schätzte er es am meisten, seinen Sohn glücklich und erfüllt zu sehen, mit einer glänzenden Zukunft vor sich. An diesem Abend, nach der Feier, gingen die 4, Heinrich, Lena, Lukas und Nico, auf das Dach des renovierten Werkstattgebäudes. Zürich erstreckte sich vor ihnen. Millionen Lichter funkelten in der Dunkelheit. »Erinnern Sie sich an den Tag, an dem wir uns kennengelernt haben?« fragte Heinrich. »Wie könnte man das vergessen?« lachte Nico. »Sie dachten, ich sei ein Scharlatan. Und ich dachte, Sie seien arrogant und unmöglich«, fügte Lukas hinzu. »Das war ich«, gab Heinrich schamlos zu. »Aber Sie haben mir einen Spiegel vorgehalten, den ich nicht sehen wollte. Sie haben mir gezeigt, dass ich zu jemandem geworden war, den Raphael nicht wiedererkennen würde.« »Papa«, sagte Lena und nahm seine Hand. »Raphael wäre stolz auf den Mann, der du jetzt bist.« »Ich bin stolz.« Heinrich umarmte seine Tochter, dann streckte er die Arme aus, um Lukas und Nico einzuschließen. Die 4 standen dort umarmt und blickten auf die Stadt, die Zeuge ihrer Transformation gewesen war. »Wissen Sie, was ich dieses Jahr gelernt habe?«, sagte Lukas. »Dass Familie nicht immer aus Blut kommt. Manchmal kommt sie aus den Umständen, dem Schicksal, dem Willen zweier Fremder, über ihre Unterschiede hinwegzusehen. Wir sind keine Fremden mehr«, sagte Heinrich. »Wir sind Familie. Und Familien unterstützen sich, kümmern sich umeinander, wachsen zusammen.« Nico blickte auf die Lichter der Stadt und dachte an all die Kinder dort unten, in all den armen Quartieren, die Talent, aber keine Gelegenheit hatten. Er dachte darüber nach, wie ein einziger Moment, ein kaputtes Auto, eine riskante Wette, eine ausgestreckte Hand, nicht nur sein Leben, sondern das so vieler Menschen verändert hatte. »Ich werde mein Leben dem widmen«, sagte er mit Überzeugung, »diese Kinder zu finden, die Talent, aber keine Stimme haben, ihnen das zu geben, was sie mir gegeben haben. Das wirst du nicht allein tun«, sagte Lena. »Ich gehe mit dir.« »Wir gehen mit dir«, korrigierte Heinrich. »Das ist nur der Anfang.« Die Jahre vergingen. Nico schloss das Gymnasium Hottingen mit Auszeichnung ab. Er erhielt ein vollständiges Stipendium für Maschinenbau an der ETH Zürich. Mit 22 Jahren erhielt er den Preis als bester Maschinenbaustudent des Landes. Auf der Bühne mit dem Preis in den Händen dankte er meinem Papa Lukas, der mir alles beigebracht hat, Heinrich Brunner, der mir Chancen gab, und Raphael, der mich, obwohl er nicht hier ist, dazu inspiriert hat, niemals aufzugeben. Fischer, Sohn hatte 12 Niederlassungen in Zürich. Jede bot kostenlose Kurse an. Sie beschäftigten Jugendliche aus dem Quartier und hielten an der Philosophie fest, der Gewinn ist wichtig, aber die Würde ist unbezahlbar. Lukas leitete das Unternehmen an der Seite von Heinrich. Sie waren mehr als Partner, sie waren Brüder. Lena war Maschinenbauingenieurin geworden und arbeitete bei Brunner Automobil AG, verbrachte aber die Wochenenden in der Werkstatt und unterrichtete kostenlos. Und Nico wurde genau das, woran alle glaubten. Nicht nur ein brillanter Mechaniker, sondern ein außergewöhnlicher Mensch, der sein Talent nutzte, um andere zu fördern. Denn diese grausame Wette hatte sich in die schönste Geschichte der Erlösung verwandelt, die die Schweiz je gesehen hatte.
Und jedes Mal, wenn Nico gefragt wurde, was seine beste Reparatur war, antwortete er: Es war nicht der Rolls-Royce, es war die Reparatur des Herzens eines Mannes, der vergessen hatte, wie man liebt, und im Gegenzug hat er mein ganzes Leben repariert. In der ursprünglichen Werkstatt, die nun ein Museum und Ausbildungszentrum war, hing eine Plakette an der Wand. Hier begann alles. Wo ein Kind bewies, dass Talent keine Grenzen kennt, wo ein Mann Erlösung fand, wo eine Familie aus den unwahrscheinlichsten Umständen geboren wurde. Möge dieser Ort immer daran erinnern, dass eine einzige Gelegenheit die Welt verändern kann. Und jeden Tag gingen Hunderte von Jugendlichen durch diese Tür, sahen diese Plakette an und wagten es zu träumen. Denn wenn Nico Fischer es schaffen konnte, konnten sie es auch. Und das war am Ende die wahre Reparatur. Nicht von Autos, sondern von Hoffnungen. Nicht von Motoren, sondern von Leben. Nicht von Maschinen, sondern von Schicksalen.